Die Abenteuer in der Bermia-Schlucht gehen weiter. Hier bei Tales of Xillia 2, wo wir nicht mehr so viel zu tun haben wie auch schon. So, dann gibt es immer noch nichts, war auch in der realen Welt nicht, wie es aussieht. Nö. Auch hier ist es ziemlich dünn. Duster, gibt nichts zu tun, keine Kisten, keine Monster, keine Versteckten. Wäre cool gewesen, hier irgendwie noch der Bossgegner wäre. Was zum Denker ist denn der? Und oben sehe ich auch nichts. Ah ja, Leute, gibt noch so viel zu tun. Und irgendwie aber keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll. Also von dem her eigentlich nichts Neues. Und es ist wie immer. La 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 la. Ein bisschen geil, kann ich schauen. War sowieso noch etwa knapp 20.000, ne 15, was sind es noch? Trotzdem noch genug. Gibt's Stachel? Okay, da ist irgendwas Viech, das gleich kommt. Nicht im geschickt ausweichen, natürlich unbedingt nötig. Dann wollen wir irgendwie hier weitermachen. Prüfen. Oh! Der war fies. Ja, wenn man sagen. Hört so Hinterhalt, wa? Der war krass. Ja, war mir zu viel. Lugo, war mir zu viel. Das ist überhaupt nichts. Sind bald schon Level 30 war alle zusammen. Das ist zwar nicht übel, aber wenn dann Tales of Xillia 1 vergleiche, sind wir echt erst noch am Anfang an, das trotz Part 40 bereits. Verrückt, ich irgendwie aber das Gefühl, ich level viel zu wenig. Vor allem viel zu wenig schnell. Ja, jetzt bin ich hier oben jetzt. Hello there! Naja, du schon mit einem Hello there. So, mal gucken, wie kann ich die schon dann kombinieren? Ah, so. Aber nach oben einmal ein normales Arte gibt eine verdammt krasse Serienarte. Die wir alle erledigt haben. Es ist schlimmer als Chromatus. Ah, ich muss zugeben, Chromatus ist schon cool, aber das gefällt mir dann doch besser. Also, ich meine, die neue Entdeckung von wegen Chromatus und so. Weiß auch nicht. Doch, wie gesagt, es ist cool, aber ich finde doch die Serienarte und generell die Arte finde ich irgendwie geiler. Also halt diese neue Erfindung, Chromatus. Geil, Mann, ich bin erst Chromatus. Einer von vielen, natürlich nur Nachfahren von Kresnik beherrschen es. Die anderen sind einfach nur Luschen. Ja, in dem Sinne. Wie mache ich das am besten? Wie komme ich jetzt? Muss ich irgendwie. Ah, wir waren schon mal hier. Siegründer Schmetterling. Ja, wo sind die denn? Das Spiel verarscht mich, da sind wir da hier, noch dort drüben. Ganz runtergehen wäre ich dort. Ich will aber eher dort drüber. Wenn ich das so mache. Oh, verdammt, muss ich sagen. Eine ganz verrückte Strecke gehen? Nee, soll so funktionieren. Das war schon wieder knapp, wo mein Arsch wurde gestreichelt. Hello there! Ja, ja. Hat eigentlich auch irgendwie so eine bekannte Schwäche. Nö, am Finsternis, Wasser und Erde. Naja. Komm jetzt mal so. Macht ja auch schön Schaden, nicht wahr? Ganz schlecht. Hat drauf gestützt, hey. Da ist mal ein bisschen drauf und haut dir eins in die Fresse. Bin ich auch so groß wie du. Jude, you're the coolest. Well, not bad. Ja, immer noch. Ich könnte langsam mal wieder einen Extraktor verstellen. Galliumkugeln. Ja, das war's bereits. Was? Wie jetzt? Ja, doch. Wollen wir gerade verarschen? Aber die waren nie. Ja, die wollen wir verarschen.
Gut, wollen wir verarschen? Spielt das Spiel gerne mit. Haha, verarschen wir den Michael, ist doch cool. Yeah, freue mich drauf, ihn zu verarschen. Ich freue mich weniger. Was ist jetzt hier oben schon wieder? Puddingkuchen. Okay, erstmal einen. Yummy, 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 yummy. Yummy. Mein Magen verschwunden. Das ist eine sehr schöne Umformulierung dafür, also was ich zu mir genommen habe. Was eigentlich schmecken sollte. Luga. Lug mal. Du. Da springe ich aber tief runter, wobei, da muss er hin. I believe I can spring. Jo. Was Menge ist jetzt eigentlich das. Ich muss eigentlich noch zurückgehen, wa? Vielleicht ist das Vieh echt dort oben. Such eben nach dem Bossgegner. Muss hier irgendwo sein. Der ist hier in der Bärmeerschlucht. Das ist die einzige, ist nur hier. Es gibt nur hier die 3 Gebiete hier. Oh. Und die gibt es hier in der lichten Welt auch noch, nicht schlecht. Ja, wir haben doch bereits, ja, halt in der Spieldimension platt gemacht. Und die gibt es hier auch. Ich weiß nicht, ich fahre meine TP gleich für das Vieh rauf. Ich verrückt, weil die können alle so einen coolen Shield einsetzen, aber ich kann das nicht. Nur kann das nicht! Ja gut, er hat natürlich Chromatus Power. Ja, danke Elvin. So, hat das eine Viech, oder wenn es geht, keine Einmischung haben. Ja, seid ihr bitte so nett. Okay, da unten ist das Teil. Ich komme sogar so runter. Da in die Fresse rein, tut schlecht. Alter, das ist viel groß. Kommt irgendwie ein bisschen humaner runter. Ich hoffe es doch zumindest mal. Also da voll die Feuerpower. Bis was wechseln wir die Waffen? Da gibt's doch nichts. Luca, Waffe wechseln. Warte mal. Teilweise macht das einfach nichts. So schwer sind cool, aber nicht schneller. Nein, jetzt braucht doch meine Arte. Mann, das ist auch meine Arte-Leiste. Kann sie direkt auch einsetzen? Nee, natürlich nicht. Das ist. Aha, das ist nur ihre. Ich hoffe mal, das war nur ihr Artebalk, nicht meiner. Weil sonst wäre ich ein bisschen sauer. Nun gut, ich spring mal. Yippie! Auch nicht schlecht. Hallo. Immer diese Puddingkuchen. Oh, es sind ein paar viele. Rum. So, jetzt schon besser. Ja, Power Swing. Oh, das war jetzt ein bisschen fail. Ja. Elvin und Rowan haben auch meine Arte-Liste verringert. Der Drachenschuss Level 2 an, schlecht. So, ist gleich ein Bossgegner. Er hat natürlich viele Erfahrungspunkte in allem zusammen. Das ist ja schon mal geil. Gut, Puddingkuchen ist aufgebraucht. Das ist weniger cool, aber kannst du doch gleich noch etwas anderes ersetzen. Und zwar Verteidigung erhöhen, war Gemüsesticks. Der kann sowieso nicht schaden, aber auch mehr Geld, war, wäre auch cool. Der ist geil, 80% mehr Erfahrung. Sofort, vor allem gegen Bossgegner. Ich speichere noch ganz schnell, ist zwar nur ein Schnellspeichern-Vorgang, ist mir gerade egal. Und dann stellen wir uns wohl für den Rest des Parts gegen diesen Bossgegner. Alter, das wäre ein bisschen doof. Gut, Ju kann ja auch heilen, aber mit Elvin, Rowan, gut, Rowan ist ja auch so ein Magic, cooler Typi. Wollte gerade sagen, wo ist jetzt das Vieh hin? Wollte ich mal überraschen, war von hinten. Er hat von hinten gesagt, ja, habe ich. Nope, gegen ihn hat uns trotzdem entdeckt. Schwäche Erde muss man unbedingt zu Nutzen machen, aber erstmal gucken, was er drauf hat. Ziemlich noch viel. Boah, ein bisschen zu viel. Alter, eine Attacke, bereits down alle. Yep, der hat ein bisschen zu viel drauf. Haben wir uns so viel zugemutet, Freunde, kann ja kaum sein.
Gut, danke Elvin. Ich komme gleich. Okay, das Viech ist relativ langsam. Wäre auch besser, wenn ich da mit den Pistolen arbeiten würde, wa? Wäre vielleicht vernünftiger, weil da, ich weiß, ich bin da mit den Pistolen schneller, aber Verteidigung oder Blocken tut auch nicht groß. Wow, noch voll erwischt, toll. Also wenn das so weitergeht in dem Tempo, Leute, dann sehe ich aber schwarz. Ich kann natürlich ständig Komatus einsetzen, aber es wäre total das Wahre. Komm hoch! Verdammt, viel zu wenig! Wow. Und dann noch so einen gewaltigen Radius. Wie kann das sein, dass das Viech so viel abzieht? Vor allem, ich ziehe kaum was ab. Alter, trotz Komatus und so wenig. Ist klar, dass ein Radius so groß ist. Ich glaube, es tut Rauch sofort. Wow. Was für ein krasses Scheißviech. Was ist klar? Alter, lebt gar nicht richtig, wird wieder tot. Das Rückte ist, ich muss gegen das Viech antreten, weil ich habe sonst auf zu wenig... Ja, es kommt natürlich so Scheißviecher noch. Toll. Okay, Pistolen ist scheiße, weil ich so viel zu langsam bin. Aber dort die Schwerte muss man trotzdem auf Abstand halten, das wird lustig. Mann, ich hab's doch... Oh, ich hab's in der Spieldimension auch geschafft. In der Sidequest mit Lea. Verdammt. 20% mehr KP. Ist klar, Rome plötzlich ganz down. Alter, hat noch volle KP plötzlich runter. So, aber soll das wirklich fair sein? Das kann doch nicht sein, hey. Ich finde das echt verrückt. Das sind normale Monster, die keine normale herausfordern. Ich muss dorthin. Ich habe keine... Ganz starke Monster sind noch stärker. Toll, ich habe einen noch geblockt, aber egal. Mann, das gibt's doch nicht. Wie scheiße ist das denn? Ich meine, ich finde es vor allem pervers. Du hast normale Gegner, normale Monster, du bist viel zu stark für die, sind keine Gegner für dich. Da kommt so ein normales Monster im gleichen Gebiet, wo du also eigentlich schlagen müsstest, weil es steht ja in der Monsterbörse von wegen, ja, besiegt das und so, kriegst du so viel Geld. Eigentlich nicht so viel, wenn man meinen könnte, und trotzdem hast du keine Chance. Und vielleicht kaum was abgezogen, ich bin hier nur am Heilen, sonst nix. Bin hier echt, sonst... Haben wir das extra gemacht und irgendwie rückwärts angreifen. Toll, Luga steht dort. Naja. Also das Gelb vom Ei war es auch nicht unbedingt, wa? Moment, was hat er? Hä? Plötzlich ging alles eine Schwäche, wollen wir verarschen? Was ist das plötzlich? Jetzt hat plötzlich nichts mehr Schwäche, nee. Warum nicht eine stärkere Zitronengummi und solche Dinge? Das bringt doch so nichts. Was ich noch machen könnte, was sowieso gerade noch sinnvoll wäre, Strategiewechsel, auch nochmal ganz typisch, so wegen Heilung produzieren, nur heilen, dich schützen. Machst eigentlich schon das Richtige mit ihm. Auf die Abwehr war. Das ist natürlich doof, weil ihr müsst ja mehr machen, aber ich habe keinen Bock, ständig neue Tränke einzusetzen.
Da stinkt mir ein bisschen. So, komm raus. Kommandos bald wieder da. Echt so, dass ich ständig auf Kommandos verlassen muss. Das ist doch voll pervers. War das eine Schwäche wieder? Oh, verdammt. Ah, nein, nein, nein. Das war knapp. Ja, man sieht, es war ein bisschen zu sehr auf Kommandos. Ich muss leider, ich habe keine andere große Wahl. Tor bringt natürlich nicht viel. Immerhin, ja, 114.069 runter. Ja, es geht voran. Ist klar. Ich laufe noch weg mit dem Schwert, weil ich schneller bin und trotzdem kriegt er mich. Es ist einfach unfair. Das ist eigentlich saumäßig knapp. Ja, der Hammer wäre vielleicht eine neue Idee, weil natürlich damit auch heilen kann mit der nach unten Attacke. Es ist einfach sowas in unfair. Jetzt ist der schon wieder down. Ne, das bringt nichts. Ihr seht, die machen überhaupt nichts mehr Pölze, nur noch sich selber heilen. Das ist natürlich auch kacke. Ich brauchte mehr Gummis, wa? Mehr Gummi, mehr Gummi. Vor wegen der Arte, macht mehr Schaden. Ja, mit Rome schon mal mit ihm ein bisschen stärkere Artes. Das kann natürlich auch sein, Part mal zu Ende. Toll. So, kann man schon ganz kurz warten. Ich weiß, Ding ist gleich schon down. Shoot, aber ist mir gerade egal. Dann runter. Mann! Ah, Luca dreht doch einmal um. Alter, ist das... Ah, das ist doch einfach unfair. Ich kann mich noch umdrehen und dann nachher wieder zuschlagen, aber die Strang merkt das einfach nicht. Diese scheiß Steuerung. Nee, sorry, er hatte beim Vorgänger niemals solche Probleme. Aber nach 40 Parts nicht mehr. Da haben wir eine Art einsetzt mit Rowan. Dankeschön. Nee, man, es geht schon, es geht schon. Wir schaffen es. Ich hoffe, wir schaffen es auch im nächsten Part noch. Wie es weitergeht hier. Oh, verdammt, den geht's gar nicht gut hier. Mit Jude, Rowan und Elvin im Kampf gegen dieses verdammte Scheißvieh, hoffentlich mit Kommandos Unterstützung. Das erfahrt ihr wieder mal im nächsten Part hier bei Tales of Xillia 2. Und hoffentlich geht es mit der Hauptstory weiter. Ich habe keinen Bock mehr, ständig hier das Geld zu zahlen. Das ist echt langwierig und irgendwie auch langweilig. Ja, wenn ihr was seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.